bitte. Ja, sag mir, was soll denn das da, hm? Du Quitschen, geh, mach deine elektrischen Bastlereien bei dir drum in deiner Kammer, aber nicht da drin in der Gaststube. Herr Filzer? Ja? Das sind keine elektrischen Bastlereien. Sondern? Sondern da handelt es sich um Elektronik. Ah, da schon, ja. Verstehen Sie? Oder soll ich mich in meiner Freizeit besser mit Ihrer Tochter beschäftigen? Was? Du geh untersteh dich. Du bist bei mir Kellner und sonst gar nichts. Das schauen wir gerade noch ab. Ein elektrischer Kellner und meine Tochter. So was, auch. Kümmert dich um deine Arbeit, dafür bist du bezahlt. Und jetzt ein bisschen abräumen, du die Gläser herrichten, die Kirche ist gleich aus und der Gemeinderat kann auch hineinkommen. Rühr nicht mehr viel gefällig. Ja, ist ja schon richtig. Also. Ich gehe ja schon. Also, bitte. Sei so gut, ja? Ja. Also, nachher. Eine Schlamperei. Mal schauen, ob in der Küche draußen auch so drischelt wird. Ah, da, schau her. Mein Fräulein Töchterlein ist auch schon da. Ja. Und schön langsam wie die anderen. Ich muss mir jemandem einen Fußtritt geben, dass ein bisschen was vorwärts geht da herinnen. Wie schaust denn du aus, hm? Warum? Ja, mit dem Gewand kannst doch du nicht unter die Gäste gehen. Warum denn nicht? Ich bin doch ganz normal angezogen. Das nennst du normal angezogen? Ja? Ja, wir sind doch in keiner Vorstadtkneipe. Wir sind beim Filzerbräu. Also, das gehen wir gerade noch ab. Die Leute, die wollen einen Netzmauer in einen schönen Dirndl sehen. Ich weiß schon, meine männlichen Gäste Websi machen. Das gehen wir gerade noch ab. Du die umziehen. Ja? Schau nicht so dumm. Sonst mach's bumm. Mei, heute ist er wieder gut aufgelegt. Moin, Sabine. Ha, guten Morgen, Thomas. Du, hat dich der Vater heute auch schon anpfiffen? Ja, heute ist er besonders gut aufgelegt. Der meint wohl, weil ich bei ihm sozusagen mein Gnadenbrot verdiene, da kann er mich anpfeifen und ich muss springen wie so ein Stehaufmantel. Der Vater ist halt immer ein bisschen nervös, wenn der Gemeinderat zusammenkommt. Ein bisschen nervös ist gut gesagt. Der rennt ja umeinander, als wäre ein Webs, der seinen Stachel verloren hat. Am besten ist, man geht ihm einfach aus dem Weg. Da hast recht, ja. Thomas, Ja, sag einmal, warst jetzt du schon am Arbeitsamt? ja. Und, haben die was für die? Ach, woher denn? Schau, Sabine, was nützt mich mein erlernter Beruf? Was nützen mich meine ganzen Fortbildungskurse, wenn ich da draußen in meinem Beruf keine Arbeit kriege? Wir haben halt einfach zu wenig Industrie. Ja, drum mache ich doch einen Aushilfskellner. Ich finde, dass das allerweil noch besser ist, als wir auf der Straße rumsitzen. Oder kannst du es nicht mehr da warten, bis du mich losbringst? Aber na. Aber wo sollen denn wir jetzt so schnell einen Aushilfskellner herkriegen? Ja, ich hab mir gedacht, du... Was? Nein, ich weiß schon, das Geschäft ist wichtiger. Hast du vielleicht was anderes gemeint? Herrschaftszeiten. War er so ein liebes Dingerl, wenn sie gar so überspannt wäre. Ah, da schau her. Der erste Gemeinderat schmöppert auch schon daher. Na, bravo. Gott. Ja, der Gorslechner, grüß dich. Was darf's denn sein? Ich möchte warten, bis der Filzer kommt. Was sagst du? Ja. Vielleicht spendiert er ein Freibier. Was? Wo wir doch heute so schwer arbeiten müssen in der Sitzung. Ein Freibier? Ja, freilich. Ah, da weiß ich nichts davon. Okay. Der wird sich doch nicht lumpen lassen wegen einer halbe für einen notleidenden Bauern. Ui. Ja, Morgen. der Hirnblaser, morgen. Hirnblaser, was darf's denn sein? Oh, ich bin Du hast da Zeit, Flori. Vielleicht gibt's ein Freibier. Ach so. Ja, na warte ein bisschen. Das ist praktisch. Gut. Ja, grüß dich, Gott Flohbeißer. Grüß dich. Geh weiter, Gustl, hock dich her. Was, halbe? Jawohl, ein Helles oder ein Dunkles? Geht so der Holzkopf. Was? Ich hab jetzt gestanden dabei und nie ein Herz getrunken. Gustl, aus der Zeit. Vielleicht spendiert der Bürgermeister ein Freibier. Dass ich nicht lach.
Der Geizkrug hat am liebsten nur seine Norgel verkaufen. Ich schau da aus, als wenn ich mir das Gemeinderat vom Bürgermeister bestechen lassen darf. Ja, ihr seid schon da, das ist recht, ja? Und morgen alles. Ja, was ist denn? Da steht noch nicht einmal ein Bier am Tisch. Nein, Herr Filzer. Ja, Frau Hanni, die Herrschaft um durchgeweint, bring ein Bier, du nicht so lang sind die. Ja, Und du wirst dich vielleicht ums Bier betteln. Nein, das ist betteln tun wir nicht. Aber wir haben halt gemeint, vielleicht spendierst du uns eine Freude. Ja. Spendieren? Das heißt doch nicht so notig. Spendieren. Ja, also gut, dann bring meine Gäste Freibier. So, also pass auf. Das alles, das ist eigentlich sozusagen nur eine kleine Vorbesprechung. Ne? Die eigentliche beschlussfassende Sitzung ist dann morgen in der Gemeindekanzlei. Gell? Ja. Und da werden wir uns dann ganz ernst darüber unterhalten. So, die Herrschaften, sehr zum Wohlsehen. Was ist denn mit mir? Wieso? Kriege ich vielleicht kein Bier, ha? Ja, Sie haben doch bloß für Ihre Gäste bestellt, Herr Filzer. Ja, gibt's denn sowas? Ja, soll man vielleicht mal am Tisch hauen, ha? Ach so. Bring gleich eins. Also, na, sei es ja gut, na, mit den Keinen muss man sich ärgern, es ist nicht zum Glauben heutzutage, was alles rumläuft, ne? So, Ja, Herr ja. Filzer, sehr zum Wohlsehen. Ja, ja, das ist ja Stropfbier! Herr Filzer, Ja? das trinken Sie doch sonst auch. Na, also, wie gesagt, also, wie ich schon gesagt habe, die eigentliche beschlussfassende Sitzung, die ist dann erst morgen in der Gemeindekanzlei, gell? Schade. Ja. Da herin hat's uns besser passen. Ja, das glaube ich, dass ihr euch voll laufen lassen könnt, ne? Nein. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Richtigen Schnaps hätte man wohl vergessen. Oder gehört der nicht zum Freibier? Na ja, gut, also bitte, Thomas bringt Ja. 4 Schnaps. Recht, Herr Da Filzer. gibt's noch Weißwürst, aber noch muss Ruhe sein, gell? Wieso denn? Was denn? Wir sind doch ganz friedlich. Ja, das glaube ich. Weißt du, ich auf meine Kosten voll saufen lassen und voll ist. Nein, wirklich nicht. Also, jetzt passt mal auf. Ja. Ein gewisser Karl Stritznicek. Da war der Schnaps. Ja, Zum Wohlsehen, die Herrschaften. Prost benannt. gut, ja, Prost, ist recht. Also, pass auf. Ein gewisser Karl Stritznicek, der hat einen Antrag bei der Gemeinde gestellt, weil er eine Diskothek eröffnen möchte, ne? Ha? Und was? Wie heißt der? Was will der? Na, jetzt passt halt auf. Also heißen tut der Karl Stritznicek, ne? Er ist ein Tscheche, hat aber die deutsche Staatsangehörigkeit und möchte bei uns im Dorf eine Diskothek aufmachen, ne? Also solche Namen sollen wir bei uns verbieten. Da bricht man sich eine Zunge ab und spuckt seine letzten Zähne noch raus dabei. Ein Dings, eine Bibliothek will der aufmachen. Kurslechner, pass auf, eine Diskothek, ne? Hör zu, was? Was? Wir müssen bei uns auch schon so ein neumodisches Zeug einführen. Naja, also in der Diskothek, da arbeitet ein Tischjockey, ne? Ah, mit einem Ross. Na, mit der Musik. Man möchte nicht glauben, mit was man heutzutage alles Geld verdienen Ja, kann. also ne? der legt so laute Schallplatten auf, gell? Und der recht eine lauten Musik und die jungen Leute, die tanzen dann so im Takt dazu, ne? Ja. Also was brauchen die, eine Diskothek? Ja, Die können doch bei dir auch tanzen. mal ja. Na, die Jugend will doch unter sich sein. Und in der Gemeinde, da ist es schon sehr oft laut geworden, dass wir für die Jugend überhaupt nichts übrig haben, ne? Und da ist so eine Diskothek genau das Richtige, ne? Ja, da können sie außerdem ihre überschüssigen Kräfte loslassen, ne? Das ist auch gescheiter, als wenn sie unsere Auto demolieren, die Zäune einreißen, Fenster einwerfen, ne? Und wir machen nebenbei auch noch ein Geschäft. Ja, und Dings, wo soll nachher die Diskothek eingerichtet werden? Eigentlich wäre es in meinem alten Lagerschuppen. Den kann ich sowieso nicht mehr brauchen. Der muss halt nach dementsprechend ein bisschen umgebaut werden, ne? Ein Geschäft wird das für uns. Ja? Wieso? Wieso machen wir da ein Geschäft? Ja, pass auf. Das Geschäft macht doch der Stritzelspick. Ja, das macht. Stritznicek. Also, pass auf. Der Umbau von dem Lagerschuppen, der kostet circa 80.000 Mark. Der Stritznicek hat aber bloß 40.000 Mark, ne? Und jetzt hat er gemeint, ob wir ihm mit jeder 10.000 Mark leihen würden, dann würde er uns mit 8% des Umsatzes bei ihm beteiligen. Ja, warum geht er noch nicht auf die Bank und nimmt sie ans Leih? Naja, wahrscheinlich hat er nicht so viel Sicherheiten, ne? Ach so,
Ja, und wie hoch wäre noch beiläufig der Umsatz? Hoch, ja, so circa 8000 Mark. Im Jahr. Im Monat. Im Monat? Ja. Ja, das sind ja noch, Moment einmal, das sind bei Ja. 8000. Lock dir nicht groß Lechner, das wären circa 640 Mark im Ja, Monat. sowas circa, ist ja sowas ungefähr, ja. Das war ein Geschäft. Gell? Ja, nicht schlecht. Also dann Prost auf das Prost. Geschäft, gell? Na, Prost. Dann schwimmen wir's gleich mal hinunter. Jawohl. Kriegen wir noch jetzt noch ein Bier? Und den Schnaps nicht vergessen. Ja, also gut. Thomas, Ja, noch 4 Bier. ist recht, der Witz. Also, und ihr seid dann einverstanden, ja? Und Was? dein Lagerhaus, kauft er das? Kaufen? Na, das verpachte ich ihm langfristig, ne? Um wie viel? Das geht euch nicht so. Und die Getränke, die wie zum Beispiel Cola, Limonade, Spezi und so Zeug, das liefert noch ich natürlich, ne? Und ich? Du kriegst den Auftrag für einen neuen Fußboden. So, zum Wohlsein. Du machst die Elektroinstallationen. Ja, und ich liefere dir noch ab Milli. Na, das gibt's ja nicht. Gaslechner, die saufen doch kein Milli. Nicht? Ja, aber gesünder war's, als wir deine Getränke. Also, Prost auf die Getränke. Ne? Und auf die Zulieferer. Ne? Also, was ist? Seid ihr jetzt... Thomas, noch einen Schnaps? Du bestellen dürfen ich, gell? Bei so einem Geschäft, da darf man nichts rein, Bürgermeister. Also, von mir aus noch 4 Schnaps. Recht, der Wilzer. Also, seid ihr jetzt einverstanden, ja? Ja, schon, aber Was denn noch? 10.000 Mark, das ist für schon. Du, wenn du nicht willst oder wenn du es nicht hast, dann spring ich noch mal mit 10.000 Mark ein. Nein, gell? nein, da kriegst du ja du das Doppelte von dem Schnitzelspeck. Nein, ich zahl schon die 10.000 Mark, ich hab's ja. Mir ist auch recht. Na, also, Meinetwegen. gut. Also nachher. Aber du, Moment einmal. Was denn schon wieder? Wie geht denn das? Was denn? Muss da jeder von uns ihm das Geld bringen? Nein, ich habe auf der Sparkasse ein Sperrkonto eröffnet und da wird das Geld eingezahlt. Und wenn der Stritznicek seine 40.000 Mark zweckgebunden verbraucht hat, dann kann er auf unsere 40.000 Mark zurückgreifen. Haben wir das verstanden? Ist alles klar? Gut. Also nachher bestellst du die Weißwürst, bringst die Weißwürst. Jawohl, Herr Wilzer. Und wir trinken nochmal, gell? Aber eins passt mir jetzt nicht recht. Sabine, Ja, was ist denn hier schon mal wieder? Weißwürst. Ja, ihr macht jetzt da alle noch ein Geschäft als Zulieferer. Ja, da bin ja noch ich praktisch ausgeschmiert. Wieso denn? Na, liefer halt du den Milli. Vielleicht gewinnen sie die drauf. Aber banschen darfst nicht. Später dafür ein bisschen zusammenreißen, du auf bloß ein Holzwurm. No. Ist aber auch. Ruhe ist jetzt, okay? Was ist, Bürgermeister, kriegen wir noch ein Bier zum Nachschwammen? Und vielleicht ein Schnaps halt so ein bisschen verdauen. Saufen jetzt über indische Wasserpiffe. Das sag ich euch. Also, die nächste Runde. Bitte, Thomas. Aber Herr Filzer, Was ist denn? die schauen doch schon ganz glasern. Das schaffen meine Gäste die gar nicht so. Außerdem schaut der Gemeinderat immer so, die sind angeboren bei denen. Gelobt sei Jesus Christus, ein Achtelrot. In Ewigkeit, Amen. Die Herren Gemeinderäte, Ja. gut, dass ihr euch alle beieinander habt. Es ist was Furchtbares passiert. Zum Wohlsein. Haben sie einen Opferstock geklaut? Und ist ja in der Kirche abgehauen. Viel schlimmer. Was noch schlimmer? Die große Glocken im Turm ist zusammengebrochen und runtergefallen. Was? Das mag einen Kracher da haben. Die Zwischenböden und die Stirn hat's auch mit runtergerissen. So ist recht. Bloß ein Glück, dass der Messner nicht im Turm war. Den hätt's glatt erschlagen. So? Na und? Ja, da fragt sie noch. Die Glocken ist zersprungen. Die ist hin, die kann man nicht mehr verwenden. Wer soll denn jetzt die Gläubigen zur Andacht rufen? Hä? Ja, da muss er dann der Gemeindediener durchs Dorf gehen und bimmeln. Aber Gorslechner Schande. Mit der Kirchenglocke
ruft der Herr seine Gläubigen zu sich. Und nicht mit der Handbüme von einem Mordiner. Ja. Und was sollen wir, was geht es uns an? Was sollen wir dagegen machen? Ja? Was ihr dagegen machen sollt, das ist doch ganz klar. Was denn? Eine neue Glocke samt Glockenstuhl stiften. Ja. Was darf denn das beiläufig kosten? Ja. Ja. Wenn jeder von euch mit gutem Beispiel vorangeht und ungefähr 1000 Mark zahlt, na gang das. Den Rest übernimmt die Kirche. Ja, vorangeht. Ich gang lieber hinten nach. Wir können doch nicht so einfach 1000 Mark aus die Ärmel schütteln. Ja. Ihr wollt Christen sein? Der Gorslechner, der größte und reichste Bauer in der Gegend. Der Hirnblaser mit seinem großen und weitum einzigen Elektrogeschäft. Und der Flohbeißer mit seiner Großzimmerei. Ihr wollt behaupten, dass ihr für einen Herrgott keine 1000 Mark übrig habt? Hä? Hochwürden. Ich bin ein einfacher, notleidender Bauer. Ich bin vom Staat keine Subventionen gekriegt. Ich müsste direkt von der Fürsorge leben. Ich müsste ja 1000 Mark Leier nehmen. Und mein Geschäft, das geht nicht so gut, als wir sie meinen. Die Unkosten und Steuern hier, die ruinieren mich noch. Es langt ja gerade noch mit Ach und Krach zum Leben. Wenn ich mich recht erinnere, Hirnblaser, hast du in den letzten Jahren 2 neue Häuser gebaut. Stimmt das? Wo hast denn du das Geld hergenommen? Ja, mit Hypotheken. Und jetzt fressen mir die Zinsen fast auf. Aha. Und vom Eigenkapital sagst du nichts? Hab ich noch nie eins gehabt. Ja. Ja, und ich mit meiner Zimmerei. Nein, was glauben Sie denn, was ich Steuern, Löhne, Versicherungen zahlen muss? Ich bin ja froh, wenn ich mir das Holz noch kaufen kann. Ja. Hochwürden. Ich wäre froh, wenn ich 1000 Mark über hätte. Ja. Du, ich hab vielleicht kein Bier bestellt, gell? Zum Wohl, die Herrschaften. Das stift ich dem notleidenden Gemeinderat herbei. Ja, das ist was anderes. Ja. Dankeschön, Thomas. Ja. Dankeschön. Seit wann bist denn du so großzügig? Seit ich festgestellt habe, was ihr für notige Fretter seid. Du, Geld, weil du meinen Gemeinderat nicht beleidigen. Sonst schmeiß ich den aus. Ihr habt wohl kein Schamgefühl mehr und anscheinend auch keinen christlichen Glauben. Am Thomas könnt ihr Großkopf und euch ein Beispiel nehmen. Der hat nämlich wirklich nichts. Einen geschenkten Barsch schaut man nicht ins Maul. Ja, also Großmarian. Flohbeißer, geh halt du mit gutem Beispiel voran. Bau einen Glockenstuhl, Zwischenböden und der Stirn. Gib deinem Herzen einen Stoß um Gottes Lohn. Gottes Lohn? So eine Währung kenne ich gar nicht. Halt dein gotteslästerliches Maul! Ja, da hört sich doch alles auf. Für euch Ruhe gilt wohl der Herrgott überhaupt nichts mehr, hä? Wir geben unser Spend jedes Mal in Opferstück. Also, damit müssen wir also schon 3 Glocken kaufen können. Ja, aber das meiste von euren Spenden sind lauter Hosenknöpfe. Aber die scheppern auch, wenn sie runterfallen. Ja. Also, es tut mir leid, ich muss jetzt heimgehen. Meine Alte war gewiss schon mit Essen, also, vergeht's Gott, gell, und besten Dank für Speis und Trank. Für Gott, die Herren. Ja, Lass dir dein Millisuppen schmecken, geizkrank. Für mich wird's auch Zeit und dir ist ein Dankeschön fürs Bier, gell? Ja. Also, für Gott beieinander. Und Mahlzeit zu deiner ewigen Brotsuppen, gell? Ja, und nichts für ungut. Aber unser eins ist halt ein armer Schlucker. Ja, und dir, Bürgermeister, gib einen guten Rat. Ja, was denn? Nimm den Schnaps zum Fensterputzen. Und wenn's heute Mittag nicht satt wärst, dann kommst du zu meiner Köchin. Die hat für Hungerleider immer noch was übrig, gell? Ganz gut. Ja. Servus. Ja, und was ist mit dir, Filzer? Wie? Was? Willst du das nicht da noch überlegen? Was denn? Ja, mit deiner Brauerei darf doch ein Spenden nicht so schwer sein, ne? Herr Pfarrer, was glaubst du, wenn Sie sagen Brauerei, das hört sich alles schön und groß an. Aber
so einfach ist das nicht. Ich hab die letzten 2 Monate habe ich einen neuen Sudkessel gebraucht. Der hat mein letztes Bargeld weggerissen. Gell? Mittagessen haben wir auch nicht viel. Von die Pomagel wäre ich auch nicht fett. Ne? Nein, Herr Pfarrer, es tut mir leid, das ist einfach nicht drinnen. Gell? Jetzt muss ich schauen, ob in der Kirche alles in Ordnung ist. Du weißt, wir haben es auch nicht gegessen, darf ich auch wieder selber backen, fressen alle miteinander. Gell? Also, dass wir nicht böse hoch werden, das geht leider nicht. Mit besten Willen. Gell? Oh mei, oh mei, oh mei. Weit haben wir es gebracht mit unserem Wohlstand. In einer sauberen Zeit leben wir. Zum Wohl sei, Herr Pfarrer. Danke. Kein Anstand, keine Ehrlichkeit und keine Gottesfurcht. Bloß noch Geld, Geld und nichts mehr Geld. Am Sonntag ist die Kirche halb leer, aber da herin hocker's und lassen sie volllaufen. Prost. Prost, Herr Pfarrer. Bis ihr noch zu die Ohrwaschel rausrennt. Wie? Zu beichten kommen bloß noch die Alten, die es am wenigsten nötig haben. Bloß die wirklichen Sünder, die kommen nicht. Brauchen Sie den Kopf nicht hängen lassen, Herr Pfarrer. Ich hab zuvor alles mit angehört, was da hereingeredet worden ist. Nicht bloß das, was Sie gehört haben, sondern auch das, was vorher geredet worden ist. Ich sag Ihnen, die Viere da, die sind ja noch viel, viel schlimmer, als wir sie glauben. Aber das erzähle ich Ihnen morgen, wenn ich hinüberkomme ins Pfarrhaus. Unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Herr Pfarrer, ich hab da nämlich einen Plan. Und wenn Sie und die Walli Waldbose... Was? Ja, wenn Sie zwar mitmachen... Die Spinner, die Wahrsagerin da. Ja, genau die. Mit meinem Plan können wir 3 den ihren Geldbeutel aufreißen, dass sie zu ihrer Glocken kommen. Bist der braver Bursch, Thomas. Aber gegen die Geizkriegen kommen wir nicht an. Nicht? Da muss schon ein Wunder geschehen. Die werden sich noch wundern. Mann, Thomas. Ja, die Wali, bist auch schon auf die Füße in aller Herrgottsfrüh. Guten Morgen. Ja. Daheim fällt mir Dicken auf den Kopf. Und was darf's denn sein? Bring mir einen Roden. Was? In aller Herrgottsfrüh schon einen Roden? Ja, damit ich munter wär. Na gut, wenn's du meinst. Kannst du ja gern haben. Ja. Zum Wohl sein, Wali. Dankeschön. Wali, du gibst mir wie gerufen, du kannst mir helfen. Was? Okay, Thomas, wie kann ich dir helfen? Du hast doch sicher schon gehört, dass die Glocken runtergefallen ist vom Turm, nicht? Du, ich hab's Krachen hören, Was? der ich gestern aus der Kirche aus bin. Ja, der Pfarrer war gestern da und auch ein paar von den Gemeinderäten. Ja, und da hat ihnen halt der Pfarrer zugeredet, dass sie eine saftige Spende machen sollten für so eine neue Glocken, nicht? Ja und? Denen tut's doch nicht weh. Die haben doch nur. Mei. Das hättest du hören sollen. Ich sag, das gejammert haben die. Um Gottes Himmels Willen. Keinen Pfennig können sie geben. Da haben sie, als wenn sie alle am Verhungern waren. Ah, das darf doch nicht wahr sein. Wenn ich das sag. Und solche Geizkrägen sitzen bei uns im Gemeinderat. Sauber, sag ich. Ich sag das. Ich hab mich direkt geschämt vor dem Pfarrer. Wirklich. Und da hat man geschworen, dass ich denen einen Denkzettel verpasse, dass ihre Augen tropfen. Also, Thomas, gegen diese hinterkünftige Rass kommst du nicht an. Walli, wenn's du mir hilfst, dann schon. Ich brauch bloß nur zum Pfarrer übergehen und ihm meinen Vorschlag unterbreiten. Du, wenn du krumme Sachen vorhast, da macht der Herr Pfarrer nicht mit. Und ich auch nicht. Jetzt pass mal auf. Ich muss schnell nachschauen. Nehmen wir's da. Pass auf, Walli. Ich hab heute Nacht in der alten Eiche vor der Kirche habe ich einen Lautsprecher versteckt. Und einen Empfänger. Ganz drum, so dass man von unten aus überhaupt nicht sehen kann. Verstehst? In meiner Kammer drum, da habe ich einen Sender und einen Rekorder mit einem Endlosband, wo ein Glockengeläute drauf ist. Also ich verstehe bloß Bahnhof. Das kann ich mir schon vorstellen.
Schau her, Wally. Mit diesem kleinen Gerät kann ich diesen Sender in Bewegung setzen, die ganze Anlage in Betrieb setzen, so dass man den Glockenschlag überall laut und deutlich hören kann. Und was soll da ich dabei? Ich verstehe doch nichts von dem elektrischen Zeugel. Braucht's doch auch gar nicht, Wally. Du brauchst bloß da herin, ja, und im Dorf überall rum erzählen, dass du wieder einen Traum gehabt hast. Ne? Ja, du bist doch unsere Wahrsagerin. Dir glauben sie ja schließlich auch die ganzen Leute, ne? Ja, genau wie es damals vorausgesagt hast, mit den eingestürzten Brücken. Das, wo dann tatsächlich passiert ist. Ah, jetzt habe ich. Eben. Also, und was muss ich diesmal träumen und wahrsagen, hä? Hm? Ja, du hast geträumt, dass keine Glocke mehr geläutet hat, weil es vom Turm gefallen ist. Das ist doch kein Traum, das ist doch Wirklichkeit. Ja, eben, sind wir doch schon auf dem Weg. Und kein Mensch im Dorf hat sich drum gekümmert. Und keiner wollte spenden. Bis dann unser Herrgottvater hergegangen ist und mit einer großen, unsichtbaren Glocke selber geläutet hat. Und immer dann, wenn da herin jemand gelogen hat, geflucht hat oder den anderen ausgeschmiert hat. Bis dann im Dorf alle Leute zusammengeholfen haben und für eine neue Glocken gespendet haben. Erst wie die neue Glocken im Turm gehängt ist, hat unser Herrgott mit seiner Leiterei selber wieder aufgehört. Und du meinst, dass die mir das glauben? Ja, am Anfang nicht. Das ist sicher. Aber wenn es ein paar Mal geleitet hat, dann ganz gewiss. Das wird ein saubere Bimmelei werden, ha? Das kannst du sehen. Ich hab da herunten eine Wanzen eingebaut. Was? Ne? Ja, sag mal, ein Wanzen braucht man so ein kreisliches Ungeziefer auch dazu. Hör auf, Ja. da beißt sie mir ja schon, wenn ich bloß dran denke. Gewalli, du bist gut. Zu einem winzigen kleinen Mikrofon sagt man Wanzen. Ach so. Ja, das ist zwar nicht ganz legal, aber ja, der Zweck heiligt die Mittel. Also mit der Wanzen, ich meine mit dem kleinen Mikrofon kann ich in meiner Kammer drum hören, was da herunten zusammengelungen wird. Und mit einem einzigen Knopfdruck setze ich die Anlage in Betrieb, dass die Geizkriegen das Ohrenschmalz zum Kochen kommt. Also man möchte es nicht für möglich halten, was man mit diesem neumodischen Zeugsel alles machen kann. Du bist schon ein ganz ein raffiniertes Bierchen. Ja, mein weißt schon. Also gut, ich mach mit. Eingeschlagen? Eingeschlagen. Aber nur ausnahmsweise, gell? Gut. Weil sonst treffen nämlich meine Voraussagungen immer ein. Weiß ich, drum macht man's doch. Eben. Ja. Du. Was? Denen werde ich eine Geschichte erzählen. Du, da sind die Gebrüder Grimm, die armseligen Würstchen dagegen. Wally, mach das auch gut. Ich muss jetzt schnell zum Pfarrer rüber und muss ihm das alles erklären. Ja. Verstehst? Du bleibst in der Zwischenzeit da, damit ich dir danach Bescheid sagen kann. Verstehst du das? Nein. Und für den Fall, dass jemand kommt, erzählst du sofort deinen Traum. Bin ich schon da. Gut, mach das auch gut. Bin gleich wieder da. Vierte. Ja, die Walli. Guten Morgen. Morgen, Wirtin. Was bist denn du so klarlaut? Hast du jetzt schon zu viel Wein getrunken? Ich hab heute Nacht einen furchtbaren Traum gehabt. Genau wie damals bei dem Brückeneinsturz. Ich bin nur ganz durcheinander, glaubst du das? Dauernd bin ich am Überlegen, was das war. Langsam kommt die Erinnerung wieder an den Traum. Vielleicht wär's gut, wenn ich nur ein Achtel Roten trinke. Auf Kosten des Hauses natürlich. Also gut, von mir aus. Vielleicht fällt dann auch dein Traum wieder rein. Ja. Schauen wir mal. Ich bin dauernd am Studieren. Du hast recht. Es wird schon besser. Es wird schon besser. Ja, es Da. wird besser. Aber jetzt ist Schluss. Hoffentlich hast du nicht geträumt, dass unsere Brauerei abbrennt. Bei so viel Wasser kann nichts brennen.
Ich möchte bloß wissen, warum du immer so komische Träume hast. Was Schönes hast du uns doch du noch nie prophezeit. Da kann doch was nicht stimmen mit deinem Hirnkastel. Mein Hirnkastel ist perfekt. Bin eben heute mal ein sensibler Mensch, ne? Und empfang im Traum übersinnliche Ströme. Also ich traum bloß immer an Schmarrn. Kein Wunder bei deinem Hirn. Hoffentlich hat dein Hirn nicht wieder recht ein schieres Unglück empfangen. Da brauchst du gar keine Angst haben. Mein Traum ist fertig. Jetzt warte ich nur noch, bis ich mit der Räubergeschichte loslegen kann. Die werden sich wundern. Walli, ich war beim Pfarrer, alles in bester Ordnung. Wir sollen uns aber nicht erwischen lassen, hat er gemeint. Aha. Und er selber, glaube ich, ist auch ein bisschen ein Schlitzohr. Sagt er doch tatsächlich, er weiß von nix. Ja, das sehen wir schon, gell? Du, und der Gemeinderat ist auch schon im Anmarsch. Also macht die Sache gut. Verlass dich nur auf mich. Ich verlass mich auf dich. Jetzt gib mir recht, gell? So, Thomas, Ja? ein Bier. Der Bier? Wie viel? Bring mir auch, Holly. Ja. Mir auch, Holly. Jawohl. Ja, da schon her. Die Wali. Ja. Die schlaft schein's noch. Ja. Was ist vielleicht schon wieder besoffen? Was heißt besoffen? Umsatz ist wichtig. Also, ihr wisst jetzt über alles Bescheid. Geht alles in Ordnung? Die Herren, ein Bier? Jawohl, dann So, trinken wo wir ist er? gleich ein Prost auf den Stritzencheck. Jawohl. Ja. Der Blütcheck, der soll leben. Ja. Mein Traum. Die Glocken. Was? Die Glocken. Hä? Der Herrgott leiht die Glocken. Was ist? Er selber leiht die Glocken. Hey, was denn für Glocken? Sag mal, träumst du noch, oder? Du kannst doch von meinem Wein nicht besoffen sein. Ich war noch nie so nüchtern als wie jetzt. Träumt hat man. Was? Genau wie damals bei dem Brückeneinsturz. So ein Schmarrn. Lass doch erzählen von dem Supertraum. Haben wir was zum Lachen? Also ist es los, du Wahrsagerin von Gottes Gnaden. Ja. Da brauchst du gar nicht spotten, Flohbeißer. Solange auf unserem Kirchturm keine Glocken mehr hängt, leiht der Herrgott selber die Glocken. Was? Und zwar jedes Mal, wenn da herin einer lügt, flucht oder bescheißt. Das hat man geträumt. So eine blöde Amsel. Geh, den Käse kannst du den alten Weiber da draußen erzählen oder die kleinen Kinder schrecken damit. Mir hat's aber geträumt. Ja. Erst, wenn auf unserem Kirchturm wieder ein Glockenleit, hört der Herrgottsleiten auf. Oh, meine Walli. Oh, meine Walli. Wenn unser Herrgott jedes Mal das Glockenseil in die Hand nehmen muss, wenn da herin einer flucht, liegt oder bescheißt, dann hat er bald Wasserbladern auf seine Hände. Du nicht lästern, Filzer. Der Herrgott lässt sich das nicht fallen. Ja, Ihr werd's noch an mich denken. ja. Zahlen, Thomas. Gut, Walli. Danke schön. Bittchen. Walli. Wunderbar, wunderbar. Gut, was du das machst. Großartig. So. Also, überlegt euch, bevor da herin noch mal einer lügt, flucht oder bescheißt. Der Herrgott lässt nicht mit sich spaßen. Meier, die mit Schmarrn, die täte den letzten Nerv. Aber dass der Gustl mit seinem Holzfuhrwerk, mitsamt der Ladung und der Brücken im Bach gefallen ist, das hat's auch vorausgesagt. Ah, das kann ein Zufall auch gewesen sein. Eben. Oder wie es vorher gesagt hat, dass an Vilshammer seine zwei Rosen praktisch vom Blitz erschlagen worden sind, das ist auch eingetroffen. Ach komm, Papi, die zwei Risse waren vom Blitz auch erschlagen worden, wenn sie es nicht vorausgesagt hätten. Aber sie hat. Also komm. Also, tu mir einen Gefallen und hör auf. Sowas kannst du kleiner Kinder erzählen.
Und nicht wir, Erwachsene. Na, da sag ich, die ganzen Weiber stehen um 12 rum und hören sich den Schmarrn noch. Und die Mädel ist auch dabei, als wenn sie der Wirtschaft keine Arbeit nicht gibt. Die Mai ist natürlich auch dabei. Die werden jetzt gleich heimschicken, sonst gibt's nichts zum Mittagessen. Also, pfiat euch beieinander. Fertig, Gassi. Was ist denn? Du, ich hätte einen Vorschlag. Ja, was denn? Ein wenig im Stritzelspeck. Ja? Wenn ich ihm den Fußboden einbaue, Ja? dann schreibe ich ihm eine quittierte Rechnung über 10.000 Mark. Wie? Dann brauche ich da keine 10.000 Mark mehr auf das Sperrkonto einzahlen. Ja. Das waren dann die 10.000 Mark Darlehen. Nein. Jetzt pass auf. Der Fußboden, der kostet ja höchstens bloß 6.000 Mark. Das war doch ein Beschiss. Aber nein, das war ein gutes Geschäft. Meinst? Und. Ja, was ist denn das? Was? Da hat doch gerade der Glocken gleich. Ich hab nichts gehört. Nee, nur muss ich mich täuscht haben. Nein, Herr Bürgermeister, Sie haben sich nicht getäuscht. Das war wirklich eine Glocke. Halt du dein Papen! Ja. Ich hab nichts gehört und der Bürgermeister auch So nicht. ist es. Und, na, da läuft doch ein Glocken. Ja, gibt's denn sowas auch? Hast du es jetzt erklärt? Ja, Himmel, Herrschaft, Donnerwetter! Oh, Ja, was gibt's denn das, dass da Glocken läuft, wenn wir gar keine haben? Was? Da ist eine Kirchenglocken hat gleich. Hast du das gehört? Habt ihr Na, das gehört? ja, freilich, da muss sich jemand einen Narren aus uns machen wollen, oder? Aber na, Vater. Was? Pass auf, wie zum ersten Mal die Glockens Leiten angefangen hat, Ja. da sind die Walli und die anderen Frauen mitten auf der Straße auf Knie gefallen und haben zum Betten angefangen. Ja. Vater, ich sag's dir, der Traum von der Walli ist scheinbar doch wahr. Ach, Blödsinn, die Wanne macht mit ihrer Wahrsagerei die ganze Gemeinde verrückt. ach, ich geh heim, diese Was? Rede. Was haben in meiner Werkstatt, die blöde Bümmelerei, die langt mir jetzt. Ja, du brauchst doch bloß nicht liegen oder nicht fluchen, nicht? Dann leit doch die Glocke nicht. Hat doch Walli gesagt, ne? Nicht liegen. Ja? Da werde ich mich hart als Gemeinderat. Was? Papi, da kümmerst dich jetzt um die Küche. Und du sagst, dass der Tisch abgeräumt wird, dass alles hergekriegt wird. Und wenn du mich suchst, ich bin in der Brauerei. Thomas, ich sag dir eins, unheimlich ist das schon. Da kannst du direkt Angst kriegen. Du brauchst doch keine Angst nicht haben. Du liegst und fluchst doch nicht, ne? Du, Thomas, vielleicht hat einer im Dorf eine Glocken versteckt. Vielleicht. Ja, das kann aber auch nicht sein. Ja, woher soll denn der wissen, wann bei uns da drin einer liegt oder flucht? Tja, mein Gott, nein. Unser Herrgottvater, der hört und sieht doch alles. Aber warum gerade bei uns? Ja, weil Das versteh doch ich nicht. in der Wirtschaft das meiste gelungen wird. Das ist doch ganz einfach. Tja, da wird bald keiner mehr reinkommen zu uns, weil sie alle Angst haben vor der Leiterei. Ja, meinst du jetzt wirklich, dass jeder, der da reinkommt, liegt? Oder meinst du nicht, dass der Durst noch vorrangig ist? Also morgen läut's nicht die Glocken. Ja, wieso nicht? Woher weißt denn du das? Ja, weil wir doch morgen Ruhetag haben. Ach so. Und drum darf ich dich gern fragen, ob wir mir zwar vielleicht morgen zum Tanzen gingen. Zum Tanzen? Ja? Ich? Ja. Mit dir? Freilich? Das ging mir gerade noch ab. Nein. Außerdem geht ja das gar nicht, weil auf mich wartet nämlich morgen der Leichtel Franzl, ja? Ich mein, oder vielleicht ein anderer. Eben. Also, Eben, und der andere, der war ich. du? Ja. Geh. Dass ich nicht lach. Einbildung macht Leute krank. Außerdem, wenn ihm schon mit einem zum Tanzen geht, dann muss man der schon sympathisch sein. Und dann muss ich ihn auch gern haben. Ach so. Ja. Ja, und ich bin da nicht sympathisch und gern haben tust du mich auch nicht. Nein, gewiss nicht. Ja, weißt du, ich
meine natürlich, so ganz unsympathisch bist mir nicht. Ne? Nicht? Nein, und ob ich die gern hab oder nicht, da hab ich noch nicht so drüber nachgedacht. Ne? Na, weißt du, das ist nämlich so, an Leichelfranzl, da denk ich auch viel öfters wie an die, ja. Oder vielleicht auch bloß ein bisschen. Sag einmal, Sabine, wie wär's denn, wenn's ein bisschen mehr bei der Wahrheit bleiben darfst? Ja, da muss ja unser Herrgottvater Überstunden machen wegen dir. Jetzt wenn Sie da nicht zum Fluchen aufhört, mein Lieber, dann schmeiß ich euch hinaus alle zwei. Da siehst du das hast du jetzt von einer Lügerei. Aber das war doch bloß kleine Notlügen und das kann doch nicht so schlimm sein. Ja. Mehrere kleine Notlügen ergeben auch eine richtige Lüge. Ja, hast ja recht, das Lügen macht mir ja sowieso keinen Spaß. Also, Thomas, jetzt nehmen wir mal an, ich hab dich gern. Was, du hast mich gern? Moment, ich hab gesagt, nehmen wir mal an. Ja. Ja, was glaubst denn du, was mein Vater dazu sagt? Sagen kann er viel. Aber machen kann, denke ich, gar nichts. Geh, dein Vater, der lässt sich da auch bloß einen Bürgermeister und einen Brauereibesitzer raushängen. In Wirklichkeit ist dein Vater auch ein ganz normaler Mensch. Und nackert schaut er genauso blöd aus, als würde der Hirnblaser. Na, aber Thomas, schau, ich sollte halt einen Mann heiraten, der von der Brauerei was versteht. Naja, aber schau, Sabine, in ein paar Jahren ist doch so eine kleine Brauerei nicht mehr konkurrenzfähig. Da war doch viel gescheiter, dein Vater darf sich mehr auf die Wirtschaft konzentrieren. Naja, eigentlich hast du damit ja nicht so Unrecht. Du, aber jetzt muss ich dir mal was fragen. Ach so, ja. Aber darfst du ja nicht liegen, gell? Ja. Denk an die Glocken. Sowieso. Gut. Ich mein, hast jetzt du mich gern? Ja. Ich mein, so wirklich gern. Ja. Ja, da brauchst du nicht so angespannt horchen. Ich lieb nicht. Thomas! Ja. Ja, was ist denn da los? Schauen Sie euch gar nicht am helllichten Tag. Also ich muss dir sagen, Sabine, in meiner Jugend hätte ich mir sowas nicht erlaubt. Jedenfalls nicht, wenn mich jemand gesehen hätte. Mutter, wir zwei, wir haben uns gern. Und das ist ja wirklich keine Sünde. Kommt drauf an. Jedenfalls hab ich mich vor der Hochzeit mit keinem Mannsbild einlassen, gell? Ja. Jetzt tut sofort der Bimmelei auf. Ich muss mich ja von der eigenen Tochter schämen. Also ich glaub, so schnell hat deine Mutter keine Moralpredigt mehr. Na, Thomas, wann heiraten wir? Ja, so pressiert's doch dann auch nicht. Ach, da schon her. Hast du jetzt schon Angst vor deiner eigenen Courage gekriegt? Nein, ich hab keine Angst. Angst haben die anderen vor der Glocken. Wer lügt denn da so saumassig da herin? Dass die Bimmerei hört überhaupt nicht mehr auf. Mein Lieber, da wäre ich schon langsam grantig. Ja, also, Vater, wir zwei, wir haben weder gelungen noch geflucht. So? Aber die Mutter war herin. Mutter? Ja. Ja, und die wollte uns unbedingt weismachen, dass die Liebe Sünde ist. So? Na, der wäre koschen zum Papa. Dass die Leiterei aufhört. Um alles muss ich mich kümmern. Sehr fix, Halleluja. Es ist... Ja, ist schon echt. Nicht einmal mehr fluchen darf man da herinnen. Also, was meinst du, Sabine? Ich hab mir halt gedacht, dass wir zur Glockeneinweigung heiraten. War dir das recht? Ja, aber das kann ja noch so lang dauern. Ja, aber schau, eine Hochzeit ohne Glocken
Ja, das ist doch wie eine Brennsuppe ohne Schmalz. Da hast du eigentlich auch recht. Also gut, wenn die neue Glocken im Turm hängt, dann heiraten wir, gell? So, aber morgen gehen wir zwei zum Tanzen. Das ist recht. Ja, man möchte es nicht glauben, was so eine kleine Lügenglocke alles bewirkt. Grüß Gott, Thomas. Das gut, Herr Pfarrer. Einen roten? Nein, ein Viertel, ich hab's nötig. Auwe. Wo ist es nicht? Was du mit deiner Lügenglocke alles anstellst, das passt auf keine Kuhhaut. Was? Und das Schlimmste ist, dass die Leute, die mich fragen, ich anlügen muss. Sie? Ich? Ja. Ich hab doch noch nie gelogen. Herrschaftszeiten! Ich bin ja selber auf die Glocken reingefallen. Thomas, das lasst halt bleiben, gell? Ja. Da komm ich ja noch ins Gerät. Ja, was ist denn? Entschuldigen Sie, Herr Pfarrer, eigentlich wollte ich ja diese Anlage abschalten, bin bloß aufs verkehrte Knopferl gekommen. Ja, ich verstehe bloß nicht, warum die Glocken bei dir nicht leiden. Ah, Thomas, ich spüre mein Hintergestell schon bald nicht mehr. Warum denn? Seit 4 Stunden sitze ich im Beichtstuhl. So ist ja noch nie zugegangen. Man möchte nicht glauben, was sich da an Sünden alles ansammelt. Aber denen helfe ich schon. Als Buße muss ja jeder für die neue Glocken spenden. Ja, und hat niemand was dagegen gesagt? Bloß einer, der hat gemeint, der war bis jetzt mit 10 Vaterunser weggekommen. Ja, und? Ja gut, habe ich gesagt, 10 Vaterunser und eine Stiftung für die Glocke. Und an jeden habe ich dann noch die Kontonummer vom Pfarramt durchgeschaut. Herr Pfarrer, werden sehen, Sie kommen schneller zur Glocken, wie Sie glaubt haben. Ja, aber lang kann ich das nicht mehr mitmachen. Dann muss ich selber zu Beichten gehen. Also, Herr Pfarrer, für mich hat diese Glocke schon einen Wunsch in Erfüllung gelassen. Für dich? Wieso? Ja, durch die Glocken bin ich draufgekommen, dass mich die Sabine genauso gern hat, wie ich sie auch. Und wenn die neue Glocken im Turm hängt, macht man Hochzeit, Herr Pfarrer. Respekt! Das musst du mal verzeihen, wie das zugegangen ist. Ja. Ja, lieber. Für mich bist du ein ganz raffinierter Hundling. Mein Herr Pfarrer, was tut man nicht alles für ein kleines bisschen privates Glück und für eine neue Kirchenglocken? Herr Hochwürden, kann ich mir ein bisschen zu Ihnen hinsetzen? Freilich, wo drückt denn der Schuh? Ja. Herr Pfarrer, seien Sie mal ganz ehrlich, glauben Sie wirklich, dass unser Herrgott eine unsichtbare Glocken leiten lassen kann? Gott vergib mir, wenn ich daran zweifeln sollte. Ja. Weißt, Filzer, es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die sich der Mensch nie erklären kann. Ja. Der Herrgott in seiner Weisheit findet immer Mittel und Wege, seine Schäflein zur Vernunft zu bringen. Aha. Er hält in seinem göttlichen Ratschluss eine neue Glocke für die Gemeinde im Augenblick für sinnvoller als wie eine Diskothek. Woher wissen Sie denn das? Der Herrgott und ich, wir haben halt unsere Quellen, gell? Aha. Das war schwarz, das kriege ich raus, wo den Rand wieder nicht halten hat können. Das Beichtgeheimnis verbietet jede Auskunft. Aber den Bazi der Wische, der mir das Geschäft versauen will. Thomas, Zoll. Herr Pfarrer. Thomas, danke, Herr Pfarrer, das geht auf mich. Gell, das ist sicher Danke. eingeladen, ne? Dankeschön, Sie haben mir Filzer. sowieso nicht viel drum. Na, Dankeschön, Filzer. Und überleg das nochmal, wegen der Spende. Ach so. In der Wirtschaft kann doch keiner mehr reingehen, wenn da immer gleich die Glocken läuten und jeder im Dorf weiß, wer da herin lügt, flucht oder bescheißt. Vielleicht ist da auf die Dauer gesehen eine Spende ein besseres Geschäft als wie die Diskothek. Für gut. Sehr gut, Herr Pfarrer. Für gut, Herr Pfarrer.
Wer der Schnitzel in der Pfanne hupft. Lau nicht so blöd, du Tag auf, du Blöder, du. Grüß Gott, Grüß dich. Gibt schon was zu essen? Ja, Freilich. Was soll da dem stehen? Ja, ein Schweinsbraten halt und ein Bier. Ein Schweinsbraten und ein Bier? Ja. Gut, kann ich machen. Einen Augenblick, schau gleich nach. Herrschaft, habt ihr einen Hunger? Da huckt der Depp und ich wart beim Essen. Okay, ich verbiete dir, dass du in aller Öffentlichkeit Depp zu mir sagst. Na und? Ist eh keiner da. Ja, aber es könnte jemand kommen. Ja, und wen schon? Es weiß sowieso jeder, dass du ein Depp bist. Ja, weil ich die geheiratet hab. Und das ist die Wahrheit. Warum? Weil sonst die Glocken gleitet. Ah, dass du das bloß weißt. Wir haben ja einen Haufen nachgelaufen. Mindestens 10. Ganz bestimmt. Ja gut, es waren bloß 2. Und wer war der Zweite? Der Bäckerfriedl. Was? Der rothaarige Semmelschupfer. Der war allerweil recht lieb zu mir. Ja, der war... Ja, sag einmal, unser Bub hat ja auch rote Haare. Nein. Unser Bub, der ist schon... Ja, ist das die Glocken. Jetzt hat's aber ein Glück gehabt, sonst hätte die Glocken wieder geleitet. Aber ich war ja immer treu. Jetzt mach doch keinen Blödsinn, wer hat die Pommal da? So, alles in Ordnung? Alles klar. Jawohl. Der Schweinsbraten kommt gleich. Und Ja. was hast du gesagt, der machst Bier? Nein, eine halbe. Eine halbe. Eine halbe und einen echten Steinhäger, gell? Kein Kartoffelschnaps. Aber Mir liegt mir alte noch im Magen. da ist der halbe. Was an einen echten hast du gesagt? Ja, ist mir schon, gell? Hast du schon? Dann nehmen wir halt den anderen. So nehmen Wenn der dir nicht gefällt, der andere meine ich. jetzt. Also, wohl bekommst du, Kleiner. Hoffentlich. Grüß dich, Gorslechner. Willst du denn? So. Sag einmal, seit wann kommst denn du zu uns zum Essen? Du hast doch noch nie da heringegessen, immer daheim. Schau mal, da. Sag einmal, wie oft hast denn du den Schweinsbraten schon aufgewärmt? Was hast du aufgewärmt? Bei mir kommen nur frische Speisen auf den Tisch. Ja, bis auf den Schweinsbraten, der ist von gestern. Sehst du, Frau Filzer, unser Herrgott, der sieht alles und ich weiß alles. Seit 14 Tagen nicht mehr im Wirtshaus. Ist heute kein Roshaus. Und alles bloß wegen der Leiterei. Die Zunge hängt mir schon raus vor lauter Durst. Da wird der Fieser bald kalte Füße haben. Bei dem Geschäftsgang. Ah ja. Bist du schon lang da? Hast du einen so einen saumäßigen Durst nach einem Bier?
Warum redst du denn nix? Blöd wäre es nicht. Damit die Bimmlerei wieder angeht. Ich will bloß ein Bier und du hältst dein Pappen. Sonst geht die Glocken wieder los. Draußen stehen Leute und warten drauf, wer ins Wirtshaus geht. Ich möchte ja auch bloß ein Bier. Und reden werden wir noch dürfen, oder? Ja, reden schon, aber die Glocken weiß immer, ob's wahr ist. Habt ihr es auch nicht mehr rausgehalten? Ja, was ist? Ist euch das Maul zugewachsen? Lügen ist Bimmeln, Schweigen ist Gold. Weit haben wir's gebracht, dass wir als gestandene Mannsbilder nicht mehr ins Wirtshaus gehen können, weil die ganze Gmor draus wartet, bis die Glocken wieder läuten, wenn wir da herin sind. Nicht liegen dürft, nicht fluchen, keine Geschäfte mehr machen. Das wird schief feiert. Wo ist denn der Alois? Der hat sich schon lange nicht mehr singen lassen. Wahrscheinlich sitzt er drüben in seiner Brauerei vom Sudkessel und wartet, bis ihm das Bier sauer wird. Ihr seid's da. Ich hab euch gar nicht kommen hören. Wir sind leise reingegangen, damit wir die Glocken nicht erschrecken. Sonst fangen sie am Ende wieder an. Wir haben einen Durst. Ja, bin ich schon dabei. Wo ist denn der Thomas? Dem ist schlecht. Er liegt in seiner Kammer. Aha. Hast du von dem aufgewärmten Schweinsbradl gegeben? Hat wundert mich nix. Er hätten ja nicht essen brauchen. Unsere Weiber, die lachen uns im Buckel voll, weil wir uns nicht mehr ins Wirtshaus trauen. Schaut's mir an. Ich bin den ganzen Tag da herin. Bei mir leid kein Gluchen, weil ich nicht lieg. Ich habe bloß einen Spaß gemacht. Möchte man seine Gäste ein bisschen unterhalten, machst du kleinen Witz halt schon bimmelt's. Geh weiter, Flori. Mach einen Vorhang zu. Es braucht niemand zu wissen, wer da herin liegt. Flucht! Oder bescheißt. Übrigens, der Tipp mit der Verrechnung für einen Stritzelscheck sein Fußball, der war ganz gut. Genau so mach ich's auch. Herrschaft, jetzt halt einmal den Mai. Kann man denn nicht in Ruhe sein Bier trinken? Jetzt haben wir den Salat. Das halbe Dorf steht draußen. Jetzt können wir nicht mehr aus bei der Tier. Das gibt ja das Rest des Spießruten laufen. Na, müssten wir halt her nach hinten ausschleichen. Das Beichten hat auch nichts geholfen. Die Absolution wird erst wirksam, wann die Buße erfüllt ist. Was für eine Buße? Ein saftiges Spend für die Glocken. Was? Ja, du auch? Und ich auch. Und dazu noch 10 Vater unser. Wie hat er mir geschenkt? Ja, dann hat uns ja der Herr Pfarrer. Ja, hin, Herrschaft, Donnerwetter! Was ist... Jetzt wird's Zeit, dass wir verduften. Sonst erwischen sie uns noch da herin. Ja, ja. Ich geh. Halt! Da fehlt der Fünfer. Entschuldige.
Geh zur Mutter. Das regt dich nicht auf. Schließlich und endlich bin ich doch wirklich alt genug zum Heiraten. Natürlich, aber doch nicht diesen Aushilfskellner. Aber ein anständiges Mannsbild ist, der mich gern hat. Und außerdem hat er gesagt, dass er mich heiratet. Und das glaubst du hier, verbrennte Nudel? Freilich. Weil, wie er das gesagt hat nämlich keine Glocken geleitet. Also hat er auch nicht gelogen. Ja, was meinst denn du, was da dein Vater sagt? Madel, du kannst doch an jedem Finger Zähne haben. Und eine gute Partie machen, die wo auch fürs Geschäft gut ist. Ja. Du bist schon genauer so als wie der Vater. Du denkst allerweil bloß ans Geschäft. Nein, Sabine, das kannst du nicht sagen. Ich hab zum Beispiel deinen Vater aus reiner Liebe, nicht schon wieder aus reiner Sympathie geheiratet. Siehst du, Mutter? Und das ist mir zu wenig. Ich bin heiratet, dann muss ich den Mann auch wirklich gern haben. Geh zu, Mutter. Denk heute mal ein bisschen zurück. Du warst doch auch Bedienung beim Großvater und hast seinen Sohn geheiratet. Also, das ist nichts anderes als wie bei mir und beim Thomas. Bloß andersrum. Naja, da seid er der Keiner und ich wäre mal die Wirtin. Ja, aber der Thomas ist einfach kein Mann, der zu dir passt. Ach so? Ja, also das ist ja jetzt wirklich nicht klar. Wie kann ich nicht wissen, wer zu wem passt? Eben. Weißt du, das weißt, darum darfst du es auch nicht sagen. Darf man da herin nicht einmal mehr seine Meinung sagen, ohne dass die Glocken dazwischen bimmeln? Doch. Sagen schon, aber nicht behaupten. Warte noch ab. Dein Vater wird dir den Kopf schon zurechtsetzen. Ja. Das werden wir auch sehen, wer da recht hat. Wer ist die Sabine? Ja, Thomas. Thomas, wie geht's dir denn? Geht's dir schon wieder ein bisschen besser? Ja, es tut schon wieder. Ja, da schau her. Ja, deine Bussel, die sind ja die beste Medizin. Ja, die können ja direkt Tote aufwecken. Na, tu nicht so übertreiben. Na, gewiss nicht, aber ein bisschen schlecht ist mir schon noch. Siehst du? Und da sagt die Mutter, wir zwei da nicht zusammenpassen. Ich hab's schon gehört. Was? Nein, ich wollte sagen, das hab ich mir schon gedacht. Ja, und Thomas, stört dich das? Nein, Sabine, ganz gewiss nicht. Wichtig ist doch, dass wir zwei zusammenhalten. Ja. Ja, sag mal, du hast nicht sofort deine elektrischen Kellerpratzen von meiner Tochter weg, ha? Herr Filzer. Was denn? Weil Sie schon gerade einmal da sind und weil sich's ja weiterhin doch nicht verheimlichen lässt. Was denn? Herr Filzer, hiermit bitte ich Sie um die Hand Ihrer Tochter Sabine. Und sonst bist du gesund. Ja. Ja, der elektrische Bastard und der Windige. Also, Vater, gell? Was denn? Reg dich nicht auf und mach Schluss, bevor du dich richtig reinsteigerst. Der Thomas und ich, wir haben uns gern. Und wir heiraten. Aus, basta. Ja, von was wollt's denn ihr leben? Du vielleicht als Kellnerin, er als Tellerwascher. Geh herauf, ist glaube ich ein sauber Zusammenstand. Nein, gut, dann gehen wir halt in die Stadt rein. In der Stadt werden gute Kellnerinnen gesucht. Genau. Außerdem kriegt der Thomas in der Stadt eher eine Anstellung in seinem Beruf als wie bei uns heraus im Dorf. Ja, du blöde Waldamsel, du. Wer muss, dass das Geschäft einmal weiterführt? Deine Mutter und ich, wir werden ja auch nicht jünger. Gewiss nicht. Halt den Pappen. Wenn ich mit meiner Tochter rede, gell? Du Mann, sei doch gescheit, geh zu. Vater, ich bin mir gescheit genug. Und ich weiß ganz genau, was ich tue. So, was denn? Also, wenn die Glocken im Turm hängt, dann heiraten wir. Genau. Da kannst du lang warten. Da seid ihr zwei alte Dackelkreise im Altersheim drinnen, das sag ich euch. Abwarten, Herr Filzer, abwarten. Wie man schluckt das aus dem Kopf, das kommt überhaupt nicht in Frage. Habe ich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Schließlich und endlich bin ich der Herr im Haus. Oh. Aber diese Bimmlerei, der will ich jetzt ein Ende bereiten, das sag ich. Aber geh, wie willst du denn das machen, Schwiegerpapa? Ah! Schwiegerpapa! Du sollst noch einmal Schwiegerpapa zu mir. Dann hänge die Stadt der Glocken und Kirchen auf, gell? Diese Bimmlerei, da muss jetzt eine Ruhe sein. Ja, aber Herr Filzer, Sie können doch am Herrgott nicht ins Handwerk fuschen. Das werden wir schon sehen. Wie man nur gerade so stur sein kann. Jetzt will ich eine Glocken suchen, die es überhaupt gar nicht gibt. Ja, einmal. Narrische kann man ihm nicht aufhalten. Du hast recht. So, und ich gehe jetzt in die Küche
Halt! Was denn? Und ich geh wieder an meine Arbeit. Man möcht's nicht glauben, was so ein Glockerl alles bewirkt. Du sag einmal, Ja. was hat denn der Bürgermeister? Der ist an mir vorbeigelaufen, als wir wie eine Rizinusöl gesoffen hätten. Walli, der wird schon langsam schwitzen, der Bürgermeister, wegen der Leiterei. Ja, jetzt macht er sich auf den Weg und sucht die Glocken. Ja, weißt, zuwider ist er, weil halt in die Wirtschaft niemand mehr reingeht. Ja, du, ich hab's Prost. umeinander schleichen sehen. Die Gemeinderäte. Du, dem Gorslichner, sein Schnauzer hängt ihm im Gesicht, wie wenn er eine Ohrkatzel verschluckt hätte. Lass den schmecken, Walli. Ich hab doch gar nichts bestellt. Aber Walli, du bist gut, den spendier doch hin. Weil's mir so brav geholfen hast. Dankeschön, Thomas. Tschüss. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit, Amen. Amen. Herr Pfarrer, einen roten? Na, Dankeschön. Ich bin schon froh, wenn ich da herin ungestört sitzen kann. Da ist ja ruhiger wie in der Kirche. Das hat's ja noch nie gegeben, dass im Wirtshaus ruhiger ist wie in der Kirche. Oh Gott, ich komme mir vor wie auf der Flucht. Warum, Herr Pfarrer? Haben Sie auch was angestellt? Ich hab doch nichts angestellt. Aber die Leute im Dorf schimpfen und nörgeln an mich hin, weil ich dem Lügen und Fluchen da herin keinen Einhalt gebiet. Nicht? Ja, und was sagst du den Leuten dann? Ich hab gesagt, spend's halt für die neuen Glocken, dann wird das Leuten schon aufhören. Ja, genau. Drauf haben sie gesagt, bevor wir was spenden, sollen sie erst einmal die geschwollkopferten Ruch was geben und sich da herin nicht so gotteslästerlich aufführen. Brauchen Sie keine Angst haben, Herr Pfarrer. Der Herr Bürgermeister und seine Gemeinderäte, die werden schon weich. Dein Wort in Gottes Ohr, mein Sohn. Ich kann bloß hoffen, dass keiner draufkommt, wer die Glocken leitet. Sonst kann ich mein Gebetbuch unter den Arm klemmen und auswandern. Was? Ja, wohin denn? Ins Kloster. Treu. Ich kann jetzt bloß an meinen Kopf einziehen und schauen, dass ich im Pfarrhaus verschwinde. Warten Sie, Herr Pfarrer. Ich gebe Ihnen Geleitschutz, gell? Jetzt geht's schon mal rein da und hockt euch nieder, gell? Was, so halbe? Was? Jawohl. Nichts Bier. Da werden wir bloß miert. Ja, aber einen kleinen Schnaps vielleicht. Oh, ganz also gut, 4 kleine Steine, ja. 4 Schnapsel. Okay. Also jetzt passt mal auf. Diese Glockenleiterei muss sofort aufhören. Jawohl, das sag ich auch. Ja. Ihr. Dass da irgendwo jemand eine Glocken heimlich leiht, an sowas glaube ich nicht. An sowas gibt's überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich nehme an, dass irgendwo ein Glocken versteckt ist und irgendein so ein gesenkter Basi, der horcht bei uns am Fenster oder an der Tür und gibt dem Glockenbesitzer ein Zeichen, wann er leiten muss. Das glaube ich. Zum Wohlsein, die Herren. Prost beieinander. Also schlechte Menschen gibt's. Ja, das ist ja schon direkt kriminell. Ja. Da muss man sich erst mal vorher überlegen, was man sagt. Ja. Das kann niemand von einem Gemeinderat verlangen. So ist es. Meine ganze Autorität als Bürgermeister geht in die Binsen. Ja? Die Walli muss den Krampf mit dem Traum zurücknehmen oder wir verbrennen es als Hex. Okay. Geht's Ruhe. Ja, bloß. Wir sind ja nicht mehr im Mittelalter. Da wären wir ja kriminalistisch. Jetzt hör's auf mit dem Schmarrn. Die Glocke muss gefunden werden und muss mir den Gar ausmachen. Aus. Recht hast, Bürgermeister. Jawohl. Der Filzer ist schon ein gescheites Kind. Ja, das steht ja mal zu als Bürgermeister, nicht? Ja, sonst kann ja jeder Depp Bürgermeister werden, nicht? Ja. Und wie soll man denn die Glocken finden? Wir suchen natürlich. Ja, wo? Wir? Wer? Ja, wir alle 4. Wir müssen überall in den großen Heiboden und Staden, überall, oh, sogar drüben am Feuerwehrhaus am Turm drum, überall, wo man eine Glocken verstecken kann, da müssen wir suchen. Aha. Und ja, wenn man uns aber nicht reinlässt? Ja. Erwischen darf man uns freilich nicht lassen, das ist ganz klar, das darf halt niemand sehen, oder? Herr Bürgermeister, Was denn? das ist aber illegal. Was ist?
Ohne richterlichen Hausdurchsuchungsbefehl dürfen Sie eine fremde Wohnung nicht betreten. Hat er recht? Ja, eben. Außerdem nur mit der Polizei und mit Hausdurchsuchungsbefehl. Ja, das ist auch noch der Großhupfer, der Grüner. Groß. Du willst dem Bürgermeister sagen, was er tun und lassen kann. Verschwind auf dein Zimmer. Die können wir sowieso jetzt noch nicht brauchen. Hau ab. Und uns brauchst du auch nichts sagen, gell? So ist es. Wir wissen schon selber, was wir zum Tor haben. Ja. Wir sind nicht so blöd, als wir mal ausschauen. Ja. Nee! Weidmannsheil, Herr Bürgermeister. Ja, ja. Also, es pass auf. Ich habe mir folgenden Plan ausgedacht. Du Hirnbloser, du gehst lieber ins Feuerwehrhaus und steigst am Turm auf, da wo die Schleife hängen. Gell? Ja. Und wie komme ich da rein? Ja, durch die Tür natürlich. Ja, aber wenn aber zugesperrt ist alles. Dann sperrst halt auf. Mit was? Mit dem Brecheisen. Aber pass auf, dass dich niemand sieht. Ah, das ist eine gute Idee. Am besten ist, ich nehme noch einen großen Vorschlaghammer mit. Sag mal, hast du Schwammel im Hirn? Da hört dich doch das ganze Dorf. Ach so, leise einschlagen, hä? Ja. Am besten geh Strumpfsocken, dann sieht man mich auch nicht. Ja. Von mir aus mach, was du willst, aber bitte such die Glocken. Ja. Pass auf, du Gorslechner, du schaust beim Bachleitner im großen Stadel nach. Ich schau mal. Ja, aber der hat doch den großen, scharfen Hund. Ja, und? Also der will mich erwischt, der macht Hackfleisch aus mir. Na, pass auf, ich geb dir von meinem Schweinsbrunner drum mit. Das schmeißt ihm hin, dann ist er abgelenkt. Ne? Meinst du, dass er dem verdruckt? Ein Thomas ist auch schlecht geworden. Ritter, so ein Blödsinn. Also da kriegt der Hexensappetit auf meine was? Wahl. So was Gutes kriegt er so selten. Ja, das lässt er nicht hinten, da verzichtet er nicht drauf. Auf meine Wadeln. Na, auf den Schweinsbraten. Ich gern drauf verzichten können. Also, und du, Flohbeißer, du gehst zum Lechnerbauer und schaust in seinem großen Heuboden nach, gell? Und wie komme ich da rein? Durch die Türe nicht, du Depp. Danke. Du schleichst ums Haus rum, bei der Saustudie, bei der Kleinen, die ist bestimmt auf, da schleichst du dann auf den Dachboden. Ja? Gell? Mama. Ja, und was magst du, Bürgermeister? Ja, ich schaue im Pfarrhaus auf dem Dachboden nach, ne? Um die Zeit schlaft der Pfarrer bei der Kirche, schlaft der Pfarrer und die Kirche ist beim Ratschen, also das ist die beste Zeit. Also passt auf, dass euch niemand sieht, gell? Dann gehen wir es jetzt an. Prost beieinander. Auf gutes Gelingen. Also ich geh los. Führt euch dabei. Und du meinst wirklich, dass der Hund so blöd ist? Ja, wegen was denn? Er hat den Schweinsbraten frisst. Draus mal doch mit deinem blöden Hund. Auf den Sand, dass wir weiterkommen. Kommt zu zweit. Also jetzt wird's mir schon langsam zu dumm. Ich darf bloß noch leere Glaseln wegrammen. Jetzt schleichen sie die schon hinterher zum Saufen. Ja, was ist mit dem Zahlen? Aha, mein Alter wieder. Also was die in einem Tag da herin zusammenliegen, so viel hab ich in meinem ganzen Leben nicht gelungen. Mit wem redst denn du, Mutter? Mir selber, mit wem soll ich denn reden, wenn die Gaststube mal wieder leer ist? So? Ja, warum hat nachher die Glocken gleich? Das geht dir gar nicht so. Ach so? Liegst du vielleicht jetzt schon selber um? Also ich wollte bloß sagen, dass ich zur Reisbergerei hinübergehe zum Maßnehmen für mein Hochzeitsdirndl. Das Hochzeitsdirndl fressen dort Mutten zusammen, bis du zum Heiraten kommst. Wir werden's ja sehen. Und den Thomas kriegst du nicht! Den kriegst du nicht, das weiß ich gewiss! Nein! Nein! Ich wär noch wahnsinnig. Hört denn das Leiten da herin überhaupt nicht mehr auf? Pfalzerin, lass mich allein, damit das Bibbeln aufhört. Wenn sich die Wirtin da herin schon so gotteslästerlich aufführt, kann man von den Gästen nichts anderes erwarten, ne? So weit kannst du, dass ich in meiner eigenen Gaststube nichts mehr reden darf. Aber bitte, dass eine Seelerei Ruhe hat, na geh ich halt. Kannst dich du unterhalten mit deinem Azubi. Ja, grüß Gott, Herr.
Drum zieht es so, weil der Herr Pfarrer da ist. Herr Pfarrer, einen Roten? Nein, jetzt brauche ich einen Schnaps. Was? Ja, ich wollte gerade meinen Mittagsschlaf machen, dann hat mir die Glocken vom Sofa gescheucht. Thomas, Ja. Thomas, Was ist denn, Herr Pfarrer? Thomas, komm her. Ja, ich bringe schon einen Schnaps. Präsent Sie so. Ja, Schön. Zum Wohlsehen. das Leiten muss aufhören, Thomas. Was? Ja, das muss aufhören. Ich bin schon ganz erledigt. Ich zittert ja schon, das siehst du. Ja, Herr Pfarrer. Ja, um Gottes Willen, aber... Ja, wir können doch mittendrin nicht aufhören. Ja, nein, das geht doch nicht. Da kommt ja der ganze Schwindel auf, Herr Pfarrer. Nein, jetzt müssen wir schon durchhalten. Wissen Sie was? Stecken Sie einer halt eine Warte in die Ohren. Nein. Was ist? Also ich sag's euch, zugeht tut's bei uns im Dorf. Das reinste Haberfeldtreiben. Um Gottes Willen, was ist denn passiert? Das werden's noch schon sehen, Herr Pfarrer. Das muss ich der Mutter sagen. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Was ist denn da los? Herr Pfarrer, der ganze Gemeinderat ist beim Glockensuchen unterwegs. Helft's mir, bitte, helft's mir! Der Bauchleitner, sein Hund ist hinter mir her! Der verwechselt mich mit einem Zupfenlocher! Da brauchst du gar nicht so blöd lachen, du zusammengezupfter Glaselwascher, du! Du gehst. Herr Pfarrer, bitte, lesen Sie doch am Messung und bitten Sie unseren Herrgott, dass er mit der Leiterei aufhört. Bitte, Herr Pfarrer. Ich zahle ja 3000 Mark für die Glocke, aber ihr sollt bitte aufhören. Okay, so viel braucht's doch nicht. 1000 Mark lange doch für jeden Verein. Das ist doch wurscht, dann immer so eine größere Glocken. Ist dir das recht? Ich weiß nicht, ob mich der Herrgott erhört. Na, beten sollte ein bisschen lauter nachher, der Renner schon. Herr Pfarrer, soll ich dann das Geld jetzt da gleich rüberbringen und so ist ja eine kleine... Nein, überweis halt auf das Konto, das ich dir damals im Beichtstuhl durchgeschoben habe. Gell? Ja, Und dann sag ich halt auch, vergeht's Gott, Großrechner, gell? Sing's gut. Ja. Genau, geh jetzt wieder heim. Und ich überweis dann gleich, wenn ich daheim bin, schicke ich gleich mal all die... Vier Gott beieinander, gell? Vier Gott. Ja, es ist der Hund los! Ich lauf hinten aus, na sichte mich nicht! So, da hinüber, hopp, da hinüber, ja, hopp, geht jetzt schon. Ja, was sagen Sie, Herr Pfarrer? Diese Lügenglocke, die reißt in die geizgeringen Geldbeutel ganz schön auf. Ja, verrückt. Grüß Gott. Grüß dich, Herr Bloß. Thomas, machen wir einen Glühwein, bevor ich einen Schädelfrost kriege. Ja. Ist recht, die braucht ja was zusammen, dass du aus dem Himmel springst. Ja, Hirnblaser, was haben sie denn mit dir gemacht? Bist du im Bach reingefallen? Nein, die Glocken habe ich gesucht. Im Bach? Nein, im Spritzenhaus drin. Ich hab mich die Feuerwehr erwischt, hab mich zum Turm gespritzt, ich bin schneller geschwommen wie gelaufen. Wie ich auf die Straße gekommen bin, haben sie mir nachgespritzt, dass mich von der Straße geschwappt hat. Mich als Gemeinderat, wo ich nicht einmal schwimmen kann. Ah, da schau her. Die Glocken habt ihr gesucht. Der Großrechner war ja. Ein Freilich, der war beim Bauchleiten und da hat ihn der Hund erwischt. Gerade noch in der Arena sehen. Und den Hund hinten nach. Ja, die waren beide gerade da. So, da schau her, jetzt drin. Ja, Gott sei Dank. Aber was ist denn das für eine greisliche Brief? Ja, das ist Holundertee mit Rotwein. Ja, trink nur, dass du nicht krank wirst, sonst kannst du deine Glocken nicht mehr suchen. Ich suche gewiss gar nicht mehr. Meine Gesundheit ist mir lieber. Aber die Leiterei muss endlich aufhören hoch werden. Sag einmal, wie war's denn mit dir, du Geizkragen? Wenn's endlich eine saftige Spende machen darfst, hä? Na, hört doch die Leiterei auf, hat doch die Walli gesagt. Hör mal mit der Walle auf, ich kann den Namen nicht mehr hören. Wie hoch müsste denn so eine Spende sein, Herr Pfarrer? Ja, wie ich schon gesagt habe, ungefähr 1000 Mark. Und Sie meinen wirklich, dass die verfluchte Glocken aufhört zum Pimpen? Hirnblaser,
Red nicht so gotteslästerlich. Ja, ich meine halt, Sie meinen wirklich, dass dieses liebliche Glöcklein dann vielleicht aufhört zum Bimmeln, ne? Der Herrgott hält sein Versprechen. Na, vorsichtshalber spendiere ich lieber 4.000 Mark, da lasse ich mich nicht lumpen. Aber da muss er Ruhe sein. Und dann sage ich halt auch ein 4.000-faches Vergeltungsgut. Bittchen. Was tut man nicht alles, dass man wieder in Ruhe fluchen können? Hier bloß. Ist ja gut, aber jetzt muss ich heim und muss mich umziehen, sonst kriege ich wirklich noch eine Grippe. Also, für gut. Ach so, ja. Ja, er ist ein bisschen nass geworden, aber muss dann halt trocknen. Ja, die bügeln wir schon. Ja. Vierte. Ja. Na, was sagen Sie, Herr Pfarrer? Ja. Was? So, ja. Aha. Ja, das schmeckt aber wirklich kreislig, ja. Ach so, ja. Ja, wissen Sie, Herr Pfarrer, dass der Hirnblaser schneller heimkommt, habe ich ein bisschen Rizinus drunter gemischt. Was? Ja, hoffentlich schaffe ich das auch noch rechtzeitig. Nicht? Darf ich reinkommen? Ja, was fragst du denn so blöd? Freilich darfst du reinkommen, schließlich haben wir doch eine Wirtschaft, generell. Ich riech aber nicht gut. Was? Das kann man wohl sagen, ja. Ja, sag einmal, du stinkst ja wie ein wandelnder Misthaufen. Ja, wenn ich beim Rachnerbauen auf dem Heuboden nach den Glocken gesucht hab mich der Bauer erwischt und ist mir mit der Mistgabel nachgerannt. Wenn ich beim Saustall hinaus bin ich ausgerutscht und in die Mistgabel reingefallen. Aber die verfluchte Glocken habe ich nicht gefunden. Grüß Gott. Ja, weißt du denn noch nicht, dass man da herin nicht fluchen soll? So, die Glocken hast du gesucht. Ja, der Bürgermeister hat uns angeschafft und wir sind gerannt. Befohlen, wir sind gerannt, Ja. der ganze Gemeinderat. Ja, na, da die schauen, dass ich heimkomme. Bei deinem Gestank riecht man die am Dorf schon kilometerweit. Hochwürden, meinen Sie nicht, dass man da was machen kann, dass die Bimmelerei aufhört? Ja, ganz einfach. Spenden, nicht? Aber bloß einmal. Also gut, dann kriegen Sie 5.000 Mark. Und den Glockenstuhl, die Stirn mache ich kostenlos. Aber Geld, ich sag Ihnen, wenn die verfluchte Bimmelerei nicht aufhört, nachher kriege ich mein Geld wieder zurück. Du hast mein Wort, Flohbeißer, dass ich mit dem Herrgott rede. Ja, aber jetzt... Hoffentlich ist er daheim. Jetzt wär's aber doch das Gescheiterste sein, wenn du wieder an die frische Luft kommst, nicht? Weil mit dem Gestank, da werden sie ja noch das Flaschenbier sauer. Dann für Gott, die Herren. Und auf nimmer wieder bimmeln. Ja, was sagen Sie, Herr Pfarrer, das läppert sich doch ganz schön zusammen. Also, wenn das gut geht, mache ich eine Wallfahrt nach Altötting. Da geh ich mit. Herr Filzer, Bring mir einen Schnaps. ich bringe Ihnen einen Schnaps, um Gottes Willen sofort. Ja, Filzer. Oh. Ja, sag einmal, was ist denn mit dir passiert? Hast du eben auch die Glocken gesucht? Oh, mein Kopf tut weh, als wenn ich gegen die Glocken hingerannt war. Herr Pfarrer, doch, Herr Filzer, zum Prost. Dankeschön. Haben Sie die Glocken schon gefunden? Ach, Blödsinn, gesucht habe ich es nicht. Wo denn? Ja, wo? Sie dürfen mir aber nicht böse sein, Herr Pfarrer. Bei einer im Pfarrhaus auf dem Dachboden drum. Na, wie bist denn da reingekommen? Beim Hat dich Klo- dein Kirche hineinlassen? Na, beim Klofenster bin ich reingestiegen bei einer, ja. Und dann hab ich mich aufgeschlichen. Und oben, da war es so finster, da bin ich über die Kisten gestolpert. Das hat die Kirche gehört. Ja, und wie ich runtergekommen bin, da bin ich gegen eine Bratpfanne gerannt. Ne? Ja, schamst dich denn gar nicht? Durchs Fenster ins Pfarrhaus einsteigen? Ja, aber von der Pfanne kannst du doch nicht so verletzt sein. Nein, die Pfanne war dann noch heiß. Ne? Und die Schwammerl, wo drin waren, waren auch noch heiß. Ne? Da sind wir noch am Torwasel rumgeflogen. Ne?
furchtbar. Und was ist mit der Hand, Herr Filzer? Ja, wie ich die Treppen runter bin ich auf die Schwammerl ausgerutscht, ne? Und dann ist mir die Kirche mit ihrem Gewicht auf meine Bratzen draufgestiegen. Ja, furchtbar. Ich sage Ihnen, Herr Pfarrer, das ist nicht schön von Ihrer Kirche, so respektlos mit der Bratzen vom Bürgermeister umzugehen, ne? Mit so einem Gewicht. Und? Was waren das für Schwammerl? Waren es vielleicht Sturputz? Gerät, das ist ein Blödsinn. Ich hab mich darum gekümmert, was das für Schwammerl waren. Ne? Also, passen Sie auf, Herr Pfarrer, mir ist vollkommen gleich. Ich würde auch etwas beitragen, gell, zu der ganzen Angelegenheit. Bloß darf halt niemand etwas erfahren. Niemand. Das muss ganz unter uns bleiben. Und du, Thomas, du sagst auch kein Wort, gell? Und spenden tue ich, was ich wollte. Alles passiert, du hast einen Unfall gehabt. Was? Unfall? Um Gottes Willen, Vater! Was denn? Hat dich der Bachleitner sein Hund erwischt? Na, Blödsinn, auf der Straße bin ich ausgerutscht und hab mir den Arm verstaucht. Ja. Was ausgerutscht? Du hast doch gesagt... Herr Pfarrer, bitte, Herr Pfarrer, 6.000 Mark spende ich für die neue Glocken, 6.000 Mark. Aber sicher vergelt's Gott. Ja, spielst du? Was denn? Aber sag einmal, wäre das nicht ein bisschen zu viel? Ich mein, die 10.000 Mark vom wie heißt der? Stritzelcheck. Ja, und die Spend? Ja, du hast doch einen kompletten Dachschaden. Jetzt halt einmal dein Brotladen. Das Geschäft mit dem Stritzelcheck ist sowieso ins Wasser gefallen, weil sie ihm gesagt haben, dass wir bescheißen wollten, ne? Ja, dann kannst du eigentlich ein bisschen mehr spenden, ne? Was noch mehr? Also, weil wir gerade alle so schön gemütlich beieinander sind, Familie Filzer, Was denn? wie war's denn, wenn die Sabine und ich zur Glockeneinweihung heiraten taten? Was? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ja, sollen wir vielleicht die Die Pfarrerskirche... Pfarrerskirche laden wir auch ein zur Hochzeit. Ja, das ist ganz klar, das sowieso. Ich bin mit allem einverstanden. Jawohl. Eben. Also, ich bin sprachlos. Was? Lieber Gott, erhalte ihr diesen Zustand. Herr Pfarrer? Herr Pfarrer? Ja. Herr Pfarrer, wir zwei taten gern das Aufgebot bestellen. Ja, ist schon recht. Kommst die nächste Zeit ins Pfarrhaus, damit wir alles regeln können. Gell? Wunderbar, ist recht, Herr Pfarrer. Dankeschön, Herr Pfarrer. Du, wir zwei, glaube ich, brauchen uns jetzt in der Küche nicht sehen lassen. Ach so. Da ist nämlich dicke Luft. Jawohl. Ist recht. Sehr gut, Herr Pfarrer. Sehr gut, Herr Pfarrer. Thomas, Ja, was ist denn? ich hätte noch was zu reden mit dir. Gut, Sabine, ich geh dabei zu. Ich komm gleich, gell? Gut, ist schon recht. Was gibt's, Herr Pfarrer? Den Sender bitte. Was? Ja, wieso, warum? Aus Sicherheit. Damit du nicht wieder aus Versehen auf das falsche Knöpfchen drückst. Okay? Und die Lügenglocken, die werden heute Nacht abgebaut. Okay? Oh, schade, Herr Pfarrer. Sehr schade, Herr Pfarrer. Ich hab mir eigentlich gedacht, dass wir mit der Glocken weiterhin irgendeine Melodie in Bewegung setzen kann. Üb immer Treu und Redlichkeit bis an dein kühles Grab und weiche keinen Finger breit von Gottes Weg.